Hallo Reisefreunde, es sind schon wieder ein paar Tage vergangen und die letzten Tage, muss ich ganz ehrlich sein, waren wir ein bisschen filmfaul. Was aber auch daran liegen kann, dass es einfach so geschüttet hat die ganze Zeit, dass wir uns kaum bewegt haben. Wir saßen drin, haben gearbeitet und ganz ehrlich, das hätte euch zu Tode gelangweilt. Aber ein bisschen was haben wir dann trotzdem gemacht, deshalb hier ein paar Bilder für euch auch noch von Füßen, einer kleinen süßen Stadt. Wirklich hübsche Gebäude hat es da, hat uns sehr gut gefallen. Ein bisschen weniger, aber das hatten wir ja auch erwartet beim Schloss Neuschwanstein. Da hatte es natürlich sehr viele Leute, aber trotzdem aus der Ferne ist das Schloss echt wunderhübsch anzuschauen und für mich ja so ein bisschen das Sinnbild eines Schlosses, ne? Disney-Schloss in echt quasi. Aber jetzt zurück hier auf diesen Stellplatz, schreiben wir auch gleich hin, wo wir hier genau sind. Und in jetzt Kelheim an der Donau, das weiß ich. So, ich meinte den Platz, wo wir hier gerade sind. Auf jeden Fall, jetzt ist das schöne Wetter wieder da. Wahrscheinlich gerade für heute, weil am Wochenende soll es dann schneien. Und deshalb nutzen wir jetzt diesen einen Tag, wo es wirklich schönes Wetter ist. Machen eine Wanderung, wir sind wieder an der Donau. So ein bisschen reizt uns ja gerade das Kanu ins Wasser zu werfen und einfach bis nach Rumänien ins Donaudelta zu paddeln. Machen wir nicht, wir gehen zu Fuß und ihr werdet gleich sehen, wohin. Unser Ziel ist Weltenburg, aber nicht das Boot oder das Schiff da hinten, sondern das Kloster. Und da gehen wir auch zu Fuß hin und nehmen nicht das Schiff. Denn wenn wir zwar je eine Schifffahrt auf der Donau machen, die länger dauert als eine Fährüberquerung, dann geht diese Fahrt bis ins Donaudelta. Ganz schöner Verkehr heute hier, aber klar, 1. Mai, da hat natürlich quasi jeder frei, außer vielleicht der Kapitän. Und das sind natürlich die Leute auch draußen unterwegs. Aber es ist echt schön hier. Wieder an der Donau. Wieder an der Donau. Entlang der Donau tauchen auch immer wieder ein paar Sehenswürdigkeiten auf und wir haben uns hier von der Schifffahrt so ein Prospekt mitgenommen und da ist das Ganze beschrieben und deshalb wissen wir, dass wir hier in Klösterl stehen. Das sagt man wirklich so, ist kein Schweizer Ausdruck, ist hier aus dem Allgäu, sind wir immer noch im Allgäu? Nee, Bayern. Bayern, wie auch immer. Das Spezielle an diesem Kloster aus dem 14. Jahrhundert ist, es hat keine Decke. Es wurde hier so in den Stein, in den Fels hineingebaut, dass die Decke schlicht nicht nötig ist. Und ich persönlich finde ja sehr cool, dass es endlich mal eine Kirche mit ausreichend Licht zum Fotografieren. Aus welchem Jahr ist denn diese Kirche? Hast du nicht aufgepasst? Habe ich nicht aufgepasst. Hast du nicht aufgepasst, ne? Er hört sich das dann danach nochmal an und dann weiß es dann auch. Gut, Entschuldigung. Weil wenn von euch genossen, also richtig. Stimmt, ne? Ja, und dann schlussendlich kommen wir natürlich am falschen Donauufer an. Und damit man nicht schwimmen muss, gibt es hier ein paar Boote. 1,50 kostet es pro Person die Überfahrt.
Und was man auch machen kann, ist danach mit den Booten noch die halbe Teilstrecke wieder zurückzufahren, eben durch diesen Einschuss, sage ich. Ich glaube irgendwie so sagt man. Donaudurchbruch. Genau, Donaudurchbruch. Da kann man noch durchfahren jetzt mit diesen kleinen Bötchen. Wir gehen jetzt erstmal hier ins Kloster rein, weil jetzt sind wir ja endlich angekommen. Und da soll es noch einen Biergarten geben. Gehen wir mal gucken. Ja, liebe Reisefreunde, es hat einen Biergarten und zwar so einen richtig coolen Biergarten mit richtig coolen Speisen und ja, Platz haben wir auch schon gefunden. Jetzt müssen wir noch ein paar Minuten warten, bis die Leute dann auch weggehen und wir haben auch noch Zuschauer getroffen, mit denen wir zusammen jetzt das Mittagessen genießen. Immer wieder cool, wie viele Zuschauer wir in Deutschland treffen. Mega, die letzten Tage quasi auf jedem Stellplatz ein Zuschauer. Und das macht uns natürlich immer mega Spaß, die Leute hinter der Kamera zu sehen. Und ja, jetzt genießen wir hier zusammen in diesem wunderschönen Biergarten bei endlich wieder mal so ein bisschen Sonne, ein gutes Mittagessen. Und ihr seid mit dabei, später besichtigen wir dann sicher das Kloster auch noch. Wir sind ja nicht nur wegen dem Biergarten hier. Also, komm mit, es gibt Essen. Irgendwie ist das ein bisschen speziell. Wir hatten 3, irgendwas Kilometer hier hin und zurück steht da, soll es 1 Kilometer sein. Also entweder macht die Donau hier so krasse Windungen, dass wir auf der anderen Uferseite so viel mehr Weg machen müssen, oder das stimmt nicht. Wir werden sie in Erfahrung bringen. Wir sind zurück auf dem Platz. Der Hinweg war ein bisschen schöner, war ein bisschen näher an der Donau entlang als der Rückweg, aber der war eigentlich auch schön, ne? Durch den Wald. Aber jetzt sind wir zurück auf dem Stellplatz. Hier noch kurz ein paar Infos zu. Es gibt ganz viele Parkbuchten, die haben alle Strom. Man kann hier, oder man muss hier lösen. 8,50 € kostet der Platz. Das muss man hier an der Entsorgungsstelle lösen. Und das coolste Gadget dieses Platzes finde ich ja das hier. Das ist nämlich eine kleine Bücherei. Hier kann man Bücher reinstellen und andere wieder rausholen. Ihr wisst bestimmt schon, wer hier drin schon ein paar Stunden verbracht hat. Haben wir wieder einen. Unser letzter ist vor 10 Minuten abgelaufen. Ich hoffe jetzt echt, dass Karl keine Parkbusse dran hat. Und, ja, auf dem Weg. Wir mussten noch ein bisschen kalte Getränke haben. Tja, und jetzt ist das eingetreten, was eigentlich nicht eintreten darf. Wer unseren Newsletter verfolgt oder uns auf Instagram folgt, der weiß es schon, wir haben Probleme mit unserer Dieselpumpe. Das schon seit ein paar Wochen. Und ja, das Problem kommt jetzt anscheinend zurück. Kurze Rückblende. Vor ein paar Wochen sind wir abends nach Hause gekommen und im Scheinwerferlicht unseres Autos, unseres Golfs, haben wir gesehen, dass unter dem Auto eine große Lache ist und haben schnell festgestellt, dass es sich dabei um Diesel handelt. Am nächsten Tag sind wir gleich in die Werkstatt und unser Werkstattkollege hat uns dann gesagt, ja, es liegt an der Dieselpumpe. Kostenpunkt 6.000 €, sprich 3.000 € die Pumpe, 3.000 € die Arbeit und das war für uns natürlich eine Hiobsbotschaft und er meinte dann aber, man könnte das Ganze auch auseinanderbauen, reparieren, also die Dichtung wechseln und wieder zusammenbauen und dann sei das eigentlich kein Problem. Das Problem ist aber, dass das quasi niemand macht, diese auseinanderzubauen, sondern sie wird ausgebaut, wieder eingebaut, Kostenpunkt 6.000 Franken, Totalschaden für Karl. Die letzten Tage hat es nicht mehr getropft, also kein Diesel mehr unter dem Auto und jetzt, heute haben wir festgestellt, dass wieder ordentlich Diesel ausläuft, zeige ich euch nachher gleich und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie weiter, oder? Jetzt suchen wir jemanden, der uns die Dieselpumpe ersetzt oder der die Dichtung tauscht oder tauschen wir jetzt wirklich einfach langsam, aber sicher mal das Fahrzeug. Einige von euch wünschen sich das, ja, haben sie auch auf den Newsletter zurückgeschrieben, aber naja, eigentlich hängen wir ja schon an diesem Fahrzeug und
Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Eigentlich sollte er noch halten bis zum Gates of Summer oder bis zum Luxemburger Festival von dem Partasche. Oder am liebsten bis nach Kasachstan, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. So wie das Ganze momentan den Anschein macht. Schade, wir haben sehr viel Geld natürlich investiert für die Rossbehandlung und jetzt so ein Problem ist echt scheiße. Jetzt hoffen wir, dass wir wenigstens diese Tour noch fertig bringen. Ich zeige euch mal kurz, ich nehme euch mal mit. Wir haben jetzt hier so ein, ja, der Akku war leer von der Kamera. Wir haben hier jetzt so einen Untersetzer drunter gemacht und ihr seht es schon, also da hat schon ordentlich Diesel drin und das nur in ein paar Minuten eigentlich. Jetzt wird es immer noch schlimmer und das ist natürlich jetzt wirklich echt nicht gut für unseren Karl. Ja, dazu kommt auch noch, ihr vermisst sicher alle unsere Drohnenaufnahmen. Die liebe Spark, die wir ja mit uns führen, die hat auch einen Schaden. Also mit der können wir nicht mehr mit dem Handy verbinden. Irgendein Problem mit dem WLAN herrscht, also darum auch keine Drohnenaufnahmen. Keine Ahnung, wie wir weitermachen, müssen wir mal jetzt besprechen. Ob wir denn jetzt Karl vielleicht doch irgendwann beerdigen. Schreibt mal unten in die Kommentare, kennt ihr das Problem oder was würdet ihr vorschlagen, was sollen wir machen? Nervig, wirklich nervig. Guten Morgen, es ist der nächste Tag angebrochen und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie sich das Ganze darstellt unter dem Auto. Wir hoffen ja, dass es nicht mehr geworden ist, aber es sieht nicht gut aus. Ich zeige euch mal das Bild. Das Ganze sieht jetzt so aus, ihr seht wahrscheinlich, wie sich das Ganze spiegelt. Also da hat ordentlich was drin. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was wir machen. Wir haben einen Tipp bekommen, wieder einmal vom lieben Axel, dass wir doch jemanden aus dem Ducato Forum anrufen sollen. Und Steffi ist jetzt gerade dabei, da dem Typen zu erklären, was das Problem ist. Und ja, uns bleiben nur noch 2 Tage, bis wir am Chiemsee sein müssen, weil wir da ja eine super Kooperation haben. Ja, wir stehen echt ein bisschen auf dem Schlauch, was wir jetzt machen sollen. Es ist so schade, wir haben ja richtig viel Geld investiert, um den Rost wiederherzustellen von Karl. Und jetzt wenn das Genick bricht, dann haben wir echt ein Problem. Ja, mal schauen, was aus dem Telefonat wird. Wir fragen mal bei Steffi nach. Ja, also der Herr meinte, es wäre auf jeden Fall möglich, das zu machen. Er muss das Ding halt ausbauen und angucken. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen mehr als einfach nur die Dichtung, aber der hört sich an wie ein Fachmann, hat auch wirklich sofort gesagt, ja klar, kann man machen, aber er ruft mich zurück. Ich glaube, ich habe ihn gerade in einem sehr ungünstigen Moment erwischt und die Frage stellt sich natürlich erstens kostenmäßig, was uns da erwartet und zweitens natürlich auch, hat er heute bzw. morgen Zeit, das Ganze auch zu machen und muss er da irgendwelche Ersatzteile noch bestellen, auf die man dann warten muss. Ja, müssen wir die Antwort abwarten von ihm. So, der Rückruf ist angekommen. Er hat morgen Zeit für uns. Das heißt, heute werden wir noch Regensburg ein bisschen anschauen und dann geht es Richtung Nürnberg weiter, weil der Herr, der sitzt da in einem Vorort von Nürnberg und dann ja, hoffen wir, dass wir morgen das geregelt kriegen. Hallo Regensburg, ja, die nächste Stadt. Wir sind gespannt. Wir können jetzt natürlich auch Trübsal blasen und unserem Schicksal folgen wegen der kaputten Dieselpumpe. Aber wir haben uns gesagt, komm, wenn wir schon in der Nähe sind und ja noch warten müssen bis morgen früh, dann machen wir noch diese wunderbare Stadt, die uns von euch ja auch oft empfohlen wurde. Vor allem auch auf Instagram. Was machst du da hinten? Handy. Handy? Ja, jetzt suchen wir eine Brücke, dass wir die Donau queren können und dann geben... Ist das noch die Donau? Ja, die Donau. Und hat sich da jemand informiert? Hä? Dann erkunden wir diese Stadt. Mittelalterlicher Kern soll ja UNESCO-Weltkulturerbe sein.
der Touristeninformation stehen wir hier gerade und hier gibt es den Stadtplan nicht nur auf Deutsch, Spanisch, Englisch und so weiter. Nee, es gibt den auch auf Berlinisch, Hessisch, Fränkisch, Schwäbisch, Sächsisch, Plattdeutsch und natürlich auch auf Bayerisch. Wir nehmen ihn mal Bayerisch mit und mal gucken, wie weit es hier kommt damit. Regensburg ist UNESCO-Welterbe. Die Altstadt von Regensburg ist ein Beispiel, wie es im Mittelalter ausgeschaut hat in der Stadt, wo sie alle zum Handeln getroffen haben. Es ist wie das Schweizerdeutsch. Manchmal, wenn man das Wort anschaut, dann denkt man, um Himmels Willen, was soll das bedeuten? Aber wenn man es dann laut ausspricht, ja, dann versteht man es. Also mit dieser Karte kommen wir zurecht, würdest du sagen? Ja, das schaut mir gut. Das war's auch schon aus Regensburg oder wie man sagen würde, in Regensburg spielt's Leben. Habe ich richtig gesagt. Schöne Stadt, sehr schön, die Altstadt, auch schon hier diese kleinen Inselchen in der Donau. Da drüben haben wir geparkt, selbst da ist es wirklich schön. Und jetzt sind wir hier über die Steinbrücke, heißt genau. sie? Oder? Steinerbrücke sind wir zurückgelaufen, haben noch eine asiatische Familie ein bisschen fotografiert mit deren Handy. Ja, und kaum umgedreht hieß es, na Moment mal, ihr seid doch das zu. Ja, passiert uns tatsächlich recht häufig hier in Deutschland, aber ziemlich selten, dass man uns erkennt ohne Karl. Normalerweise ist er das große Erkennungszeichen. Wir finden das total schön und sprecht uns bitte an, wenn ihr uns seht. Und ich meine, ihr seht ja auch, wenn ich zum Beispiel hier gerade so in die Kamera rein spreche, dann könnt ihr ja vielleicht 2 Sekunden warten. Aber ich sage euch eins, unsere Takes, die sind so spontan, ich würde euch einfach integrieren. Also wenn ihr wollt, dann steht ihr einfach nebenhin und redet mal ein bisschen mit. Ja, einen lieben Gruß noch, oder? Liebe Grüße, genau. Er hat gesagt, er guckt jedes Video von uns, also auch dieses. Schön war's, dich getroffen zu haben. Und jetzt geht's zurück zu Karl. Früher haben wir Instagram ja immer gehasst, wirklich gehasst. Wir haben uns schon überlegt, diese Plattform ganz abzuschalten, weil es einfach keinen Spaß mehr gehabt hat, weil es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Und mittlerweile ist es unsere absolute Lieblingsplattform, wirklich mit Abstand, weil wir können da so gut mit euch interagieren. Und wir haben jetzt die ersten Bilder hier aus Regensburg schon gepostet, innerhalb von wenigen Minuten. Und dann kommen gleich eure Nachrichten und auch immer viele Tipps. Zum Beispiel jetzt von Claudia, wir sollen doch noch nach Karlmünz fahren, ein kleines Künstlerdorf. Ja, und das machen wir jetzt. Ja, und unseren Verpflichtungen von den Bestellungen kommen wir natürlich auch nach, wenn wir unterwegs sind. Wir haben die Sticker dabei und hier verlassen uns gerade mal wieder ein paar. Ich will auch so einen Sticker. Gute Reise, du willst sein? Kannst du bestellen im Online-Shop, he? Hier oben. Nein, hier? Hier. Hier oben. Angekommen. Und wir sind mal wieder auf einem Landvergnügenstellplatz. Guck mal, wen wir als Nachbarn haben. Wir waren gerade eben schon hier, die wissen, dass ich ihnen nichts füttere, weil wir sind ja hier nur zu Gast und nicht zum Füttern eingestellt. Ne? Ja, Stellplatz haben wir bezogen, hier bleiben wir über Nacht und morgen geht es dann in die Werkstatt. Das war es entsprechend für heute. Drückt uns feste die Daumen, die können wir jetzt alle gebrauchen, dass das morgen auf Anhieb klappt und auch in einem Tag repariert werden kann, weil bereits am Samstag haben wir ja ein Rendezvous am Chiemsee und das lässt sich dann auch nicht wirklich verschieben. Und während ihr jetzt so dolle die Daumen drückt, könnt ihr gerne ja auch noch einen Daumen nach oben für dieses Video dalassen, weil das war's für heute. Die Spannung steigt, ich weiß, aber auch wir müssen ja jetzt erstmal abwarten, was morgen kommt und deshalb wird darüber dann im nächsten Video berichtet. Schreibt gerne einen Kommentar unten hin, ob ihr auch schon in Regensburg wart oder wie euch ja, unsere Tour so ein bisschen durch die deutsche Heimat von euch oder von vielen von euch gefällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich mit guten Nachrichten beim nächsten Video wieder. Tschüss!